Die Sonne ging zum 37. Mal über Kelrath unter, seit der Feind angekommen war. Ältester Torven stand auf der zerbrochenen Mauer und blickte auf die dunklen Schiffe am Himmel. Seine Unterarme hingen müde an seinen Seiten. Er war alt, sehr alt. Und er hatte nie gedacht, dass er Krieg in seine friedliche Heimat kommen sehen würde. Hinter den Mauern warteten 3000 Menschen in den Höhlen. Sie waren Bauern und Bergleute. Sie bauten Nahrung an und gruben Mineralien aus dem Boden. Sie hatten nie jemandem wehgetan, aber das kümmerte die Frähen nicht. Die Frähen wollten nur nehmen und zerstören. Torven erinnerte sich, als die ersten Schiffe auftauchten. Es war Morgen und die Kinder spielten auf den Feldern. Dann verdunkelte sich der Himmel mit Metall und Feuer. Die Frähenschiffe kamen herab wie wütende Götter. Ihr Anführer, eine grausame Kreatur namens Traus, sprach über die Kommunikationssysteme. Er sagte, Kelrath gehöre nun zum Herrschaftsgebiet der Frähen. Er sagte, alle müssen sich ergeben oder sterben. Die Bewohner von Kelrath rannten zur alten Festung. Sie war vor langer Zeit von ihren Vorfahren erbaut worden. Die Mauern waren stark und die Höhlen darunter reichten tief in die Erde. Sie dachten, sie könnten sich verstecken, bis Hilfe käme. Sie schickten Nachrichten über die Sterne. Sie riefen den Galaktischen Rat an. Sie riefen ihre Nachbarn an. Sie riefen jeden an, der zuhören würde. Aber niemand kam. Der Rat schickte eine einzige kalte Nachricht zurück. Sie besagte, Kelrath sei zu weit entfernt. Sie besagte, ihre Rettung würde zu viel kosten. Sie besagte, es täte ihnen leid, aber die Rechnung gehe nicht auf. 3000 Leben seien den Preis einer Rettung nicht wert. Kapitän Zelt ging die Steintreppen hinauf, um sich Torven anzuschließen. Zalet war jünger, mit leuchtend grüner Haut und Augen, die früher voller Hoffnung waren. Jetzt sahen diese Augen leer aus. Er war der Sicherheitschef, aber er hatte nur 20 Wachen mit alten Waffen. Was konnten 20 Wachen gegen 15.000 Frähenkrieger ausrichten? Die Schilde versagen, sagte Zalet leise. Vielleicht noch eine Stunde, dann werden sie durchbrechen. Torven nickte. Er wusste, dass dieser Moment kommen würde. Sie alle wussten es. 37 Tage hatten sie durchgehalten. 37 Tage hatten sie gehofft, dass jemand ihren Ruf beantworten würde. Aber die Galaxie war still. Unter ihnen feuerte eine Vran-Kriegsmaschine auf die Schilde. Die blaue Energiebarriere flackerte und funkte. Mit jedem Treffer wurde sie schwächer. Die Vran wussten, dass sie gewonnen hatten. Sie spielten jetzt nur noch, ließen die Kolonisten vor dem Ende leiden. »Sollen wir uns ergeben?« fragte Silith. »Vielleicht lassen sie die Kinder leben.« Torven schüttelte langsam den Kopf. »Die Vran zeigen keine Gnade. Wir haben alle die Geschichten gehört. Die anderen Kolonien, die sie angegriffen haben, die Menschen, die sie als Sklaven genommen haben, werden zum Vergnügen getötet. Nein, eine Kapitulation wird uns nicht retten. In den Höhlen hielten Mütter ihre Babys fest, alte Leute flüsterten Gebete, Junge versuchten tapfer zu sein, aber ihre Hände zitterten vor Angst. Sie hatten alles richtig gemacht, sie hatten alle Regeln befolgt, sie hatten um Hilfe auf die richtige Weise gebeten und trotzdem würden sie sterben. Eine junge Technikerin namens Vera saß an der alten Kommunikationskonsole. Ihre Aufgabe war es, auf jede Antwort auf ihre Notsignale zu achten. 37 Tage lang hatte sie auf den leeren Bildschirm gestarrt. 37 Tage lang hatte sie nichts als Rauschen und Stille gehört. Sie wollte gerade abschalten und sich ihrer Familie anschließen, als etwas auf dem Bildschirm aufblinkte. Ihre 3 Augen weiteten sich. »Herr ältester Torvin, Kapitän Zaith, kommt schnell!« Sie rannten die Treppen hinunter, ihre Herzen schlugen schnell. Hat endlich jemand geantwortet? Kommt Hilfe? »Was ist es?« fragte Torvin und versuchte seine Stimme ruhig zu halten. Veras Hände bewegten sich über die Bedienelemente. »Da ist etwas am Rande des Systems. Eine große Energiemessung. Sehr groß. Mehrere Kontakte bewegen sich sehr schnell auf uns zu.« Zalet spürte, wie seine Hoffnung starb, bevor sie überhaupt wachsen konnte. »Mehr Vran-Schiffe. Sie bringen Verstärkung, um uns zu vernichten.« Aber Vera sah verwirrt aus. »Nein, Sir, diese Messungen sind anders. Die Energiesignaturen stimmen nicht mit der Vran-Technologie überein.
Sie stimmen mit nichts in unserer Datenbank überein. Torvin und Selid sahen sich an. Wer könnte es sonst sein? Jede Spezies in diesem Teil des Weltraums war bekannt. Jeder Schiffstyp war aufgezeichnet. Der Galaktische Rat führte detaillierte Akten über alle Mitgliedsrassen und ihre Nachbarn. Draußen stand der Vren-Kommandant Trakus in seinem Kommandozentrale. Er war groß und mit dicker Rüstung bedeckt. Sein Gesicht war hässlich und gemein. Er hatte Überfälle auf 17 Kolonien angeführt. Er genoss es, die Schwachen betteln und weinen zu sehen. »Wie lange noch?« fragte er seinen Stellvertreter. »Die Schilde fallen in 1 Stunde, Kommandant. Dann können wir die Festung einnehmen und beanspruchen, was uns gehört.« Trakus lächelte und zeigte seine scharfen Zähne. »Gut, ich werde des Wartens müde. Wenn wir durchbrechen, tötet die Erwachsenen, aber behaltet einige Kinder. Sie werden auf den Sklavenmärkten einen guten Preis erzielen.« Sein Taktikoffizier blickte plötzlich von seinem Bildschirm auf. »Kommandant, wir entdecken etwas. Große Energiesignaturen nähern sich aus dem äußeren System.« Trakus ging hinüber und blickte auf das Display. »Unsere Flotte schickt mehr Schiffe.« »Wir brauchen sie nicht. Diese Kolonie ist bereits besiegt.« »Nein, Sir, das sind nicht unsere Schiffe. Die Messungen sind unbekannt.« Zum ersten Mal spürte Trakus einen kleinen Samen der Sorge. Aber er schob ihn beiseite. Er war Vren. Er war ein Eroberer. Was hatte er zu befürchten von einigen unbekannten Schiffen? Auf der Festungsmauer hatten sich weitere Kolonisten versammelt. Sie starrten in den Himmel und wussten nicht, was sie fühlen sollten. War das ihr Ende? Kamen neue Feinde oder könnte es vielleicht Hilfe sein? Ältester Torvin spürte etwas Seltsames in seiner Brust. Sein Volk glaubte, dass sie ein besonderes Organ besaßen, das sie mit dem Schicksal verband, wenn etwas Wichtiges geschehen sollte. Dieses Organ würde flattern wie ein kleiner Vogel. Torvin hatte es seit vielen Jahren nicht mehr gespürt, aber jetzt schlug es wie Flügel gegen seine Rippen. »Seht mal«, rief jemand. Der Himmel veränderte sich. Lichtpunkte erschienen dort, wo nur Sterne in der Dunkelheit gewesen waren. Die Lichter wurden größer und heller. Sie bewegten sich schnell, sehr schnell. Selid überprüfte seinen Scanner. »Sie verlangsamen sich, sie kommen in die Umlaufbahn. Ich zähle 12 große Schiffe. Nein, 15, nein, 20, es sind so viele.« Die Vren-Flotte in der Umlaufbahn begann sich zu bewegen. Ihre Schiffe drehten sich, um den Neuankömmlingen entgegenzutreten. Warnsignale wurden gesendet, Waffen wurden hochgefahren. Dann spaltete sich der Himmel mit Licht. Die neuen Schiffe eröffneten das Feuer. Helle Energiestrahlen schnitten durch den Weltraum. Raketen flogen wie Kometen. Die Vren-Flotte versuchte zurückzukämpfen. Aber diese Neuankömmlinge bewegten sich wie Tänzer. Sie wichen aus und schlugen zu. Sie trafen mit perfektem Ziel. Ein Vren-Schlachtschiff explodierte in einem Feuerball, dann ein weiteres und ein weiteres. Am Boden beobachtete jeder Mensch schockiert. Die mächtige Vren-Flotte, die Schiffe, die sie 37 Tage lang gefangen gehalten hatten, wurden zerstört. Und das geschah schnell. Trakus starrte mit wachsender Entsetzen auf seine Displays. Die Hälfte seiner Flotte war in wenigen Minuten verschwunden. Was sind das für Schiffe? Welche Spezies ist das? Die Stimme seines Kommunikationsbeamten zitterte. Wir empfangen eine Übertragung, nur Audio. Spielen Sie sie ab, befahl Traus. Eine Stimme kam aus den Lautsprechern. Sie sprach in einer Sprache, mit der das Übersetzersystem zu kämpfen hatte. Aber langsam wurden die Worte klar. Es war eine männliche Stimme, stark und wütend. »Freien Streitkräfte, hier spricht Kapitän Ryan Cooper vom Trägerschiff Valiant der Earth Defense Force. Sie werden hiermit aufgefordert, alle feindlichen Handlungen gegen die Kolonie Kelrath sofort einzustellen. Ergeben Sie sich jetzt, oder werden Sie zerstört.« Erde. Das Wort bedeutete Traus nichts. Er hatte noch nie von einem solchen Ort gehört. Aber ältester Torvin hatte es gehört. Er stand auf seiner Mauer und Tränen liefen ihm übers Gesicht. Jemand war gekommen. Nach 37 Tagen der Stille war endlich jemand gekommen. Die Stimme fuhr fort. Wir haben einen Notruf erhalten. Wir haben Menschen gehört, die um Hilfe riefen. Wir sind hier, um diesem Ruf zu folgen.
Jedes Fränschiff oder jeder Fränsoldat, der sich nicht zurückzieht, wird als feindlicher Kombattant betrachtet. In den Höhlen begannen die Menschen zu weinen. Diesmal nicht vor Angst, sondern vor Erleichterung, vor Freude, vor Hoffnung, die sie für tot gehalten hatten. Torven blickte zum Himmel auf, als neue Lichter erschienen. Hunderte von ihnen. Wie fallende Sterne zogen sie durch die Atmosphäre und hinterließen Feuerstreifen. »Was sind das?« flüsterte Zelid. Die junge Technikerin Vara überprüfte ihren Bildschirm. »Abwurfkapseln, jemand landet Truppen.« Viele Truppen. Die Kapseln trafen mit donnernden Geräuschen auf dem Boden in der Nähe der Fränpositionen auf. Die Erde bebte. Staub und Rauch stiegen in die Luft. Aus jeder Kapsel trat eine gepanzerte Gestalt hervor. Krieger von der Erde waren angekommen. Kommandant Jake Morrison überprüfte ein letztes Mal seine Rüstung. Jede Dichtung war dicht, jedes System zeigte grün. Um ihn herum in der Abwurfkammer taten es 200 Marines gleich. Sie hatten das schon einmal getan, aber es wurde nie einfacher. Aus der Umlaufbahn in eine Kriegszone abzustürzen, war immer gefährlich. Jake war seit 15 Jahren Marine. Er hatte auf 6 verschiedenen Welten im Kampf gesehen. Er hatte Männer und Frauen durch Feuer und Tod geführt. Aber diese Mission fühlte sich anders an. Diesmal kämpften sie nicht um Territorium oder Ressourcen. Sie kämpften, um Menschen zu retten, die von allen anderen im Stich gelassen worden waren. »Hört zu«, sagte Jake in sein Helmradio. Seine Stimme erreichte jeden Marine in der Kompanie. »Wir haben dort unten 3000 Zivilisten. Sie werden seit 37 Tagen angegriffen.« 37 Tage? Sie hielten durch und warteten auf Hilfe. Der Galaktische Rat sagte ihnen, dass niemand kommen würde. Nun, sie hatten sich geirrt. Leutnant Amy Chen stand neben Jake. Sie war kleiner als die meisten Marines, aber sie war hart wie Stahl. Sie hatte Jakes Leben in früheren Schlachten zweimal gerettet. Ihr Gewehr war geladen und bereit. »Wie viele Vrähen sind am Boden?« fragte Amy. »Etwa 15.000«, antwortete Jake, »plus Panzer und Artillerie. Sie haben die Kolonisten in einer Festung gefangen.« »Also sind wir unterlegen«, sagte Sergeant Danny Price von der anderen Seite der Bucht. Er war ein großer Mann mit einem dicken Bart. Er grinste, als wäre das die beste Nachricht überhaupt. Genauso, wie wir es mögen. Die anderen Marines lachten. Es war nicht so, dass sie keine Angst hatten. Angst war vor einem Abwurf immer da. Aber sie hatten einander. Sie hatten zusammen trainiert, sie hatten zusammen geblutet und sie hatten eine Mission, die wichtig war. Die Buchtstüren begannen sich zu öffnen. Kalte Luft strömte herein. Unter ihnen sah der Planet Kelrat von hier oben friedlich aus. Grün und blau mit weißen Wolken. Es war schwer zu glauben, dass dort unten eine Schlacht stattfand. 30 Sekunden bis zum Abwurf, sagte die Stimme des Abwurfkoordinators. Alle Kapseln sind bereit. Gute Jagd, Marines. Jake atmete tief durch. Erinnert euch an den Plan. Wir schlagen sie hart und schnell. Schafft einen Korridor zur Festung. Bringt diese Zivilisten in Sicherheit. Dann treiben wir die Frähen hinaus. Fragen? Niemand sprach. Sie alle wussten, was zu tun war. Okay dann, sagte Jake. Lasst uns ein paar Leben retten. Der Countdown erreichte 0. Jake spürte, wie seine Kapsel ihn in den Sitz drückte. Die Kapsel durchstieß die Atmosphäre. Durch das kleine Fenster konnte er hunderte anderer Kapseln mit ihm fallen sehen. Sie sahen aus wie Meteore, die hell brannten, als sie fielen. Die Fahrt nach unten war rau. Die Kapsel schwankte und ratterte. Hitze baute sich draußen auf, als sie durch die Luft schnitten. Jake hatte 43 Abwürfe in seiner Karriere gemacht. Er hasste diesen Teil immer noch, aber er dauerte nur 1 Minute. Am Boden bereiteten sich die Frähensoldaten auf ihren letzten Angriff vor. Sie standen in Formation, Waffen bereit. Ihr Anführer Traus hatte ihnen gerade befohlen, die Festungsmauern zu durchbrechen, als jemand rief: »Seht in den Himmel!« Hunderte von brennenden Objekten fielen auf sie zu. Zuerst dachten die Frähen, es sei ein Orbitalbombardement. Sie begannen zu streuen und zu rennen. Aber diese Objekte waren keine Bomben. Es waren Landekapseln. Die ersten Kapseln trafen mit enormer Wucht auf dem Boden auf. Der Aufprall schleuderte Frähensoldaten in die Luft. Krater bildeten sich dort, wo die Kapseln landeten. Dann öffneten sich die Kapseln.
Jakes Kapsel schlug hart auf. Sein Sturzgeschirr hielt ihn sicher, aber er spürte immer noch den Stoß in seinem ganzen Körper. Die vordere Platte der Kapsel flog mit Sprengbolzen ab. Jake löste sein Geschirr und trat in Rauch und Staub hinaus. Um ihn herum traten andere Marines aus ihren Kapseln. Sie bewegten sich schnell und bildeten Rotten. Ihre Rüstung war dunkelgrau und mit Sensoren bedeckt. Ihre Waffen waren fortschrittliche Gewehre, die fast jede Rüstung durchdringen konnten. Ein Phränkrieger, größer als jeder Mensch, stürmte durch den Rauch. Es hatte 4 Arme und trug eine riesige Klinge. Es brüllte und schwang auf Jake zu. Jake wich zur Seite aus. Die Klinge verfehlte ihn um Haaresbreite. Er hob sein Gewehr und feuerte 3 schnelle Schüsse ab. Die Kugeln trafen den Fracken in die Brust. Die Kreatur fiel. Kontakt abgebrochen. Jemand schrie. Mehr Fracken kamen. Sie hatten sich von ihrem Schock erholt und griffen an, aber die Menschen waren bereit. »Zweite Einheit, nehmt die linke Flanke«, befahl Jake. »Dritte Einheit, sichert diesen Grat. 4. Einheit, mit mir. Wir müssen einen Weg zur Festung freimachen.« Die Marines bewegten sich wie ein einziger Organismus. Sie deckten sich gegenseitig. Sie kommunizierten ständig. Wenn eine Person nachlud, leistete eine andere Deckungsfeuer. Es war schön und tödlich. Amy Chens Einheit bewegte sich wie ein Messer durch die Frackenstellungen. Ihr Gewehr bellte in kurzen, kontrollierten Salven. Jede Salve ließ einen Feind fallen. Sie sah einen Fracken, der versuchte, eine schwere Waffe aufzubauen. »Danny, Rakete diese Stellung«, sagte sie ruhig. »Bin dabei«, antwortete Danny. Er hob seinen Werfer und feuerte. Die Rakete schrie über das Schlachtfeld und explodierte. Die schwere Waffe und ihre Besatzung waren verschwunden. Jakes Einheit erreichte einen niedrigen Hügel, der die Festung überblickte. Er konnte die alten Mauern und das blaue Schimmern der versagenden Schilde sehen. Er konnte auch Tausende von Raken sehen, die sich für ihren Angriff sammelten. »Alle Einheiten, hier ist Commander Morrison«, sagte Jake. »Wir haben Sichtkontakt zur Festung. Es sieht so aus, als würden die Schilde gleich versagen. Wir müssen diese Zivilisten jetzt erreichen.« »Hier ist Lieutenant Kevin Ross«, kam eine Stimme über das Funkgerät. »Wir stoßen von Osten vor, stoßen auf starken Widerstand, aber wir bewegen uns vorwärts.« »Hier ist Lieutenant Helen Grant«, sagte eine andere Stimme. »Der westliche Zugang ist frei. Wir können den Eingang zur Festung sehen.« Jake lächelte in seinem Helm. Der Plan funktionierte. Sie waren in einem Kreis um die Frackenstreitkräfte gelandet. Jetzt schlossen sie diesen Kreis und drängten den Feind zurück in die Mitte. Aber die Frähen rannten nicht weg. Sie waren professionelle Soldaten, auch wenn sie grausam waren. Sie bildeten Verteidigungslinien. Sie brachten ihre gepanzerten Fahrzeuge in Stellung. Sie würden die Menschen für jeden Meter bezahlen lassen. Ein Phränpanzer richtete seine Kanone auf Jakes Stellung. Er sah, wie der Lauf zu glühen begann, als er sich auflud. »Alle runter!« schrie er. Der Plasmastrahl traf den Hügel knapp unter ihnen. Fels und Erde explodierten nach oben. Jake spürte die Hitze selbst durch seine Rüstung. Als sich der Rauch verzogen hatte, war die Berghang ein rauchender Krater. »Okay, ich hab genug von diesem Ding«, sagte Jake. »Amy, kannst du einen Schuss abgeben?« Amy bewegte sich bereits. Sie rannte den Grat entlang zu einer besseren Position. Der Panzer drehte sich, um erneut zu feuern. Sie hob ihr Gewehr und zielte sorgfältig. Ihre Waffe hatte spezielle Munition für harte Ziele. Sie feuerte. Die Kugel flog geradeaus. Sie traf das Sensorarray des Panzers. Funken flogen. Der Panzer hörte auf, sich zu bewegen, als seine Systeme ausfielen. »Ziel deaktiviert«, meldete Amy. »Guter Schuss«, sagte Jake. »Alles klar, Leute. Die Schilde der Festung sind gerade ausgefallen. Wir müssen uns jetzt bewegen. Vorwärts!« Die Marines stürmten vorwärts. Sie kämpften mit einer Wut, die die Frähen schockierte. Diese Menschen waren kleiner als die meisten Frackenkrieger, aber sie waren schneller, intelligenter und sie hörten nie auf zu kommen. Innerhalb der Festung beobachtete ältester Torven durch einen Spalt in der Mauer. Die seltsamen Krieger in grauer Rüstung gewannen.
Sie gewannen tatsächlich. Es schien unmöglich. »Wer sind Sie?« fragte Captain Silith, seine Stimme voller Staunen. »Ich weiß es nicht«, antwortete Torvin. Aber sie kamen. Nachdem alle anderen Nein gesagt hatten, kamen sie. Eine riesige Explosion erschütterte das Schlachtfeld. Einer der Munitionslager der Frän war getroffen worden. Feuer und Rauch stiegen hoch in die Luft. Jake sah seine Chance. »Alle Einheiten, die Wrakenlinie bricht! Drückt durch! Kommt zum Eingang der Festung!« Die Marines rannten vorwärts. Sie waren müde. Einige waren verwundet, aber sie verlangsamten sich nicht. Denn hinter diesen Mauern waren 3000 Menschen, die sie brauchten. Danny Prices Einheit erreichte zuerst die Tore der Festung. Wrakensoldaten versuchten, sie aufzuhalten, aber die Marines schnitten sie durch. Danny brachte Sprengladungen an den VR und den Barrikaden an und sprengte sie auseinander. »Weg ist frei«, rief Danny. »Zivilisten können evakuieren!« Jake erreichte das Tor Momente später. Er konnte Gesichter sehen, die von innen herausblickten. Fremde Gesichter mit unterschiedlicher Anzahl von Augen und Armen und Farben, die er noch nie gesehen hatte. Aber es waren Menschen. Sie waren verängstigt und verletzt und hoffnungsvoll. Jake nahm seinen Helm ab. Er wollte, dass sie sein Gesicht sehen. Er wollte, dass sie wissen, dass er echt war. »Ich bin Commander Jake Morrison«, sagte er. Sein Übersetzungsgerät änderte seine Worte in ihre Sprache. »Wir sind von der Erde. Wir haben Ihren Hilferuf gehört. Wir sind hier, um zu helfen.« Ein altes Wesen mit Vorderarmen kam langsam vorwärts. Es sah aus, als könnte es kaum stehen. Tränen liefen über sein Gesicht. »Ihr seid gekommen?«, flüsterte der Alte. »Sie sagten, niemand würde kommen. Aber ihr seid gekommen.« Jake spürte einen Kloß im Hals. Er hatte viele schreckliche Dinge im Krieg gesehen, aber er hatte noch nie Menschen gesehen, die so dankbar waren, nur bemerkt zu werden. »Wir sind gekommen«, sagte Jake fest, »und wir gehen nicht, bis ihr sicher seid. Bitte macht jetzt eure Leute bereit zum Aufbruch. Wir müssen alle an einen sicheren Ort bringen.« Hinter ihm stellten Amy und die anderen Marines einen Verteidigungswall auf. Weitere Kapseln landeten. Verstärkungen trafen ein. Am Himmel über ihnen zerstörten menschliche Schiffe die letzten Schiffe der Wrakenflotte. Die Schlacht war noch nicht vorbei, aber das Ergebnis war nicht mehr zweifelhaft. Die Krieger der Erde waren vom Himmel gefallen und sie hatten Hoffnung mitgebracht. Der Eingang zur Festung war ein Chaos. Kolonisten strömten aus den Höhlen, viele von ihnen verletzt oder krank. Kinder klammerten sich an ihre Eltern, Alte stützten sich auf die Jungen. Alle bewegten sich langsam, geschwächt von 37 Tagen Angst und wenig Nahrung. Commander Jake Morrison stand am Eingang und dirigierte seine Marines. »Ich brauche sofort medizinische Teams hier. Wir haben verwundete Zivilisten. Richten Sie eine Triagestation in diesem freigeräumten Bereich ein. Kevin, nimm deine Einheit und sichere den Perimeter. Nichts kommt diesen Leuten zu nahe.« Lieutenant Kevin Ross nickte und positionierte seine Marines. Sie bildeten eine schützende Mauer zwischen den Zivilisten und dem laufenden Kampf. Ihre Waffen blieben bereit, ihre Augen suchten nach Bedrohungen. Eine menschliche Sanitäterin namens Lisa Grant rannte mit ihrem medizinischen Kasten herbei. Sie war klein, mit roten Haaren, die zu einem straffen Dutt zurückgebunden waren. Sie war seit 8 Jahren Kampfsanitäterin und hatte jede Art von Wunde gesehen. Aber als sie die Kolonisten sah, brach ihr das Herz ein wenig. Viele von ihnen hungerten. Ihre Haut hing lose an dünnen Körpern. Einige hatten Wunden, die sich infiziert hatten, weil sie keine Medizin hatten. Kinder saßen im Dreck, zu schwach, um zu stehen. Lisa kniete sich neben ein kleines Kroti-Kind. Das Kind hatte 6 Beine und weiches blaues Fell, war aber so dünn, dass Lisa jede Rippe sehen konnte. Große Augen blickten sie mit Verwirrung und Angst an. »Hallo, Kleiner«, sagte Lisa leise. Ihr Übersetzer machte ihre Worte verständlich. »Mein Name ist Lisa. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ist es in Ordnung, wenn ich mir dein Bein ansehe?« Das Bein des Kindes war stark verletzt und in schmutzige Tücher gewickelt. Das Kind nickte langsam. Lisa wickelte vorsichtig das Tuch ab. Die Wunde war infiziert. Sie würde Antibiotika und eine ordentliche Bandage benötigen. Während Lisa arbeitete, näherte sich die Mutter des Kindes. Sie zitterte,
ihre Unterarme um sich geschlungen. »Bitte, wird mein Baby in Ordnung sein?« Lisa blickte auf und lächelte. »Ja, diese Infektion ist schlimm, aber wir haben Medizin, die sie heilen wird. Dein Baby wird in Ordnung sein.« Die Mutter brach auf die Knie und schluchzte. Erleichterung und Dankbarkeit strömten in einer Sprache heraus, für die Lisa keinen Übersetzer brauchte. Ältester Torven bahnte sich seinen Weg durch die Menge zum menschlichen Kommandanten. Seine Beine waren unsicher, aber er zwang sich, aufrecht zu bleiben. Captain Zaylid ging neben ihm, bereit, ihn aufzufangen, falls er fiel. Jake sah sie kommen und ging ihnen auf halbem Weg entgegen. Er hatte seinen Helm wieder aufgesetzt, da in der Nähe noch gekämpft wurde, aber er hob das Visier, damit sie sein Gesicht sehen konnten. »Commander Morrison«, sagte Torven. Jedes Wort kostete Mühe. »Ich bin ältester Torven, Anführer dieser Kolonie. Ich muss wissen, wie viele von ihnen gekommen sind.« »Wir haben etwa 2000 Marines am Boden«, antwortete Jake, »und 20 Schiffe im Orbit. Weitere sind unterwegs.« Torvens Augen weiteten sich. 2000? Nur 2000 gegen 15.000 Bracken. Jake lächelte. Es war kein glückliches Lächeln. Es war das Lächeln von jemandem, der zuvor unmögliche Dinge getan hatte. »Wir haben festgestellt, dass Zahlen nicht alles sind, ältester Torven. Was zählt, ist Training, Ausrüstung und Motivation. Die Vrähen kämpfen, weil sie dazu befohlen wurden. Wir kämpfen, weil unschuldige Menschen Hilfe brauchen. Das macht den Unterschied.« Eine Explosion hallte über das Schlachtfeld. Alle zuckten zusammen. Aber Jake drehte sich nicht einmal um. Er vertraute darauf, dass seine Leute damit fertig wurden. »Eure Leute sollten sich ausruhen«, fuhr Jake fort. »Holt euch etwas zu essen und zu trinken. Meine Sanitäter werden jeden behandeln, der es braucht. Sobald das Gebiet gesichert ist, werden wir euch an einen sichereren Ort bringen. Wir haben sehr wenig anzubieten«, sagte Torven leise. »Unsere Kolonie ist arm. Wir haben keine großen Ressourcen, keine wertvolle Technologie. Wir können diese Schuld nicht begleichen.« Jakes Miene wurde ernst. »Ältester Torven, wir sind nicht wegen einer Bezahlung hierher gekommen. Wir sind gekommen, weil ihr um Hilfe gerufen habt und niemand geantwortet hat. Das ist Grund genug für uns.« Zaylid sprach. »Aber warum? Ihr kennt uns nicht, wir sind nicht euer Volk. Warum würdet ihr euer Leben für Fremde riskieren?« Jake blickte auf die Kolonisten, die von seinen Sanitätern behandelt wurden. Er sah Kinder, die Essen bekamen. Er sah die Verwundeten, die verbunden wurden. Er sah, wie Hoffnung in Augen zurückkehrte, die leer gewesen waren. »Wo ich herkomme«, sagte Jake langsam, »glauben wir, dass alle Menschen eine Chance verdienen, in Frieden zu leben. Wir glauben, dass man jemandem hilft, wenn er in Schwierigkeiten ist, wenn man kann. Es spielt keine Rolle, ob er dein Nachbar oder ein Fremder über die Sterne ist. Wichtig ist, dass er Hilfe braucht und du sie geben kannst.« Amy Chen joggte herbei. Ihre Rüstung war an einigen Stellen von Nahtreffern versenkt. »Commander, wir haben die Vrähen zurück zu ihren Landezonen gedrängt. Sie versuchen zu evakuieren. Captain Cooper möchte wissen, ob wir sie gehen lassen oder sie vernichten sollen.« Jake dachte einen Moment nach. »Sagen Sie dem Captain, dass er jedes Schiff, das sich zurückzieht, gehen lassen soll. Aber jedes Schiff, das versucht, uns oder die Kolonie zu beschießen, wird zerstört. Und sagen Sie Danny, dass er alle Veraken-Soldaten, die sich ergeben, einsammeln soll. Wir werden sie als Gefangene festhalten, bis wir sie an die zuständigen Behörden übergeben können.« »Ja, Sir«, sagte Amy und rannte weg. Torven beobachtete diesen Austausch mit wachsender Verblüffung. »Ihr würdet sie nach dem, was sie getan haben, entkommen lassen?« »Ich würde sie lieber alle gefangen nehmen und sie vor Gericht stellen lassen«, gab Jake zu. »Aber meine erste Priorität ist die Sicherheit eures Volkes und meiner Marines. Wenn die Fracken rennen wollen, spart das Leben auf beiden Seiten. Wenn sie jedoch weiter kämpfen wollen, werden wir es beenden.« Mehr Kolonisten kamen jetzt aus den Höhlen. Sie bewegten sich wie Menschen in einem Traum, unfähig zu glauben, was geschah. Über einen Monat lang hatten sie darauf gewartet zu sterben. Jetzt gaben ihnen Menschen Essen, Medizin und Schutz.
Eine Gruppe von Kindern versammelte sich um einen der Marines, ein junger Mann namens Ben Parker. Ben war erst 22, frisch aus der Grundausbildung. Dies war sein erster echter Kampfeinsatz. Er hatte Angst beim Abstieg, aber jetzt fühlte er sich gut. Er half Menschen. Die Kinder starrten ihn neugierig an. Einige hatten 2 Augen, einige 4. Einige hatten Augen, die im Dunkeln leuchteten, aber sie alle sahen ihn auf die gleiche Weise an, als wäre er ein Held. »Wie ist die Erde?« fragte ein Kind mit leiser Stimme. Ben lächelte. »Die Erde ist wunderschön. Wir haben blaue Ozeane und grüne Wälder, Berge, die den Himmel berühren, Städte mit Millionen von Menschen. Aber wisst ihr, was das Beste an der Erde ist?« Die Kinder schüttelten den Kopf. »Das Beste an der Erde ist, dass niemand allein ist. Wenn du in Schwierigkeiten bist, hilft dir jemand. Wenn du hungrig bist, ernährt dich jemand. Wenn du Angst hast, beschützt dich jemand. Dafür stehen wir.« Ein älteres Kind, vielleicht ein Teenager ihrer Spezies, fragte, »Aber der Galaktische Rat sagte, die Erde sei kein Mitglied. Sie sagten, die Erde ist zu weit weg und zu primitiv. Wie könnt ihr Schiffe und Waffen wie diese haben, wenn ihr primitiv seid?« Ben lachte. »Der Rat hält uns für primitiv, weil wir die Dinge anders machen. Wir halten uns nicht an alle ihre Regeln. Ihre Politik ist uns egal. Uns geht es nur darum, Menschen zu helfen. Vielleicht macht uns das in ihren Augen zu Primitiven, aber damit können wir leben.« Über das Schlachtfeld hinweg ging der Kampf zu Ende. Die Fremen, die noch kämpfen konnten, zogen sich zu ihren Schiffen zurück. Diejenigen Schiffe, die noch fliegen konnten, verließen den Planeten. Die, die versuchten, die Menschen zu beschießen, wurden schnell von der umkreisenden Flotte zerstört. Kommandant Traus stand auf seinem Kommandoschiff und sah zu, wie seine Streitkräfte zerfielen. Er hatte die Hälfte seiner Flotte verloren. Seine Bodentruppen waren zerstreut oder gefangen genommen worden. Dies sollte eine einfache Eroberung sein. Diese Kolonisten sollten hilflos sein. Dann tauchten diese Menschen auf. Menschen. Er hatte noch nie zuvor von ihnen gehört. Und nun hatten sie seine Streitmacht zerstört und seinen Ruf ruiniert. »Bringen Sie uns aus diesem System raus«, befahl er seinem Piloten. »Maximale Geschwindigkeit und senden Sie eine Nachricht an das Dominion Command. Sagen Sie ihnen, wir sind auf eine unbekannte feindliche Spezies gestoßen. Sehr gefährlich, sehr aggressiv.« Während sein Schiff floh, blickte Trakus auf den Planeten zurück. Er konnte die menschlichen Schiffe im Orbit sehen. Kleiner als seine Dreadnoughts, aber so viel tödlicher. Er dachte an die menschlichen Krieger am Boden, ihre Rüstungen, ihre Taktiken, ihre absolute Weigerung aufzugeben. Er hatte viele Spezies bekämpft. Er hatte sie alle besiegt, aber diese Menschen waren anders. Sie kämpften, als wäre jeder Kampf persönlich, als würde jeder gerettete Zivilist für sie zählen. Zum ersten Mal in seiner Karriere spürte Trakus etwas, das er noch nie zuvor gefühlt hatte. Angst. Angst, dass das Fremen Dominion gerade einen sehr gefährlichen Feind gemacht hatte. Zurück auf Kelrad waren die letzten Kolonisten aus den Höhlen gekommen. 3000 Seelen standen zum ersten Mal seit über einem Monat im Freien. Menschliche Marines standen Wache um sie herum. Menschliche Sanitäter versorgten ihre Wunden. Menschliche Ingenieure arbeiteten bereits daran, Strom und Wasser für die Kolonie wiederherzustellen. Ältester Torven saß auf einer zerbrochenen Mauer, zu müde, um noch zu stehen. Lisa Grant brachte ihm Wasser und Essen. Sie überprüfte seine Vitalwerte und gab ihm Medizin gegen seine Erschöpfung. »Du solltest dich ausruhen«, sagte Lisa sanft. »Du hast eine schreckliche Zeit hinter dir.« Torven trank das Wasser langsam. Es war sauber und kühl. »Ich dachte, ich würde hier sterben. Wir alle taten das. Als der Rat sagte, niemand käme, akzeptierten wir unser Schicksal. Wir beteten für einen friedlichen Tod.« Lisa setzte sich neben ihn. »Aber jemand kam.« »Ja«, sagte Torven, Tränen flossen wieder. »Du kamst. Menschen kamen. Menschen, von denen wir nie wussten, dass sie existieren. Menschen, die uns nichts schuldeten. Wir überqueren die Sterne, um euch zu retten. Das ist es, was wir tun«, sagte Lisa schlicht. »Wir helfen, wo wir können.« Torven sah sie an. Diese junge, menschliche Frau mit ihren roten Haaren und ihren freundlichen Augen. Sind alle Menschen so wie du? Lisa dachte darüber nach. Wir sind nicht perfekt.
Wir haben Probleme, wir machen Fehler. Aber die meisten von uns versuchen, das Richtige zu tun, wenn sie können. Und wenn wir jemanden um Hilfe rufen hören, können wir es nicht ignorieren. Das liegt einfach nicht in unserer Natur. Die Sonne ging wieder unter, aber diesmal ging sie über einer Kolonie unter, die frei war. Die Frähen waren weg, der Albtraum war vorbei und der Himmel war voller menschlicher Schiffe, die Wache hielten. Jake stand auf der Mauer, wo Torven so oft gestanden hatte. Er blickte auf die Kolonisten unter ihm. 3 Tage nach der Schlacht sah Kelrath anders aus. Die zerbrochenen Mauern wurden repariert. Menschliche Ingenieure arbeiteten Seite an Seite mit den Kolonisten, um Strom- und Wassersysteme wiederherzustellen. Ein medizinisches Zelt stand dort, wo Wrack- und Kriegsmaschinen gewesen waren. Die Luft roch nach kochendem Essen statt nach Rauch und Angst. Ältester Torven ging mit Staunen durch seine Kolonie. Kinder spielten wieder auf den Straßen, die Menschen lächelten. Sie waren immer noch dünn und müde, aber sie lebten. Und mehr als nur am Leben, sie hatten Hoffnung. Kapitän Ryan Cooper war von seinem Schiff, der Valiant, heruntergekommen. Er war ein großer Mann mit grauem Haar und Augen, die viele Schlachten gesehen hatten. Er ging mit Kommandant Jake Morrison durch die Kolonie und inspizierte die Reparaturen. Die Ingenieure sagen, die grundlegenden Dienste werden in 2 Tagen wiederhergestellt sein, sagte Cooper. Strom, Wasser, Kommunikation. Danach können wir mit den beschädigten Gebäuden beginnen. Jake nickte. Was ist mit den anderen Kolonien, denen, die die Fracken vorher getroffen haben? Coopers Gesicht verdunkelte sich. Wir haben 3 weitere gefunden, alle unter Angriff oder Besatzung. Ich habe zu jeder von ihnen Kampfgruppen entsandt. Wir werden sie alle befreien. Sie blieben bei einem kleinen Denkmal stehen, das die Kolonisten gebaut hatten. Es bestand aus Steinen und Blumen. Namen waren in die Steine gemeißelt. Die 147 Kolonisten, die während der Belagerung gestorben waren. Sie hielten 37 Tage durch, sagte Cooper leise. Die meisten Militärkräfte wären in einer Woche zusammengebrochen. Das waren Bauern und Bergleute, keine Ausbildung, alte Waffen, aber sie hielten durch. Sie hatten etwas, wofür sie kämpfen konnten, erwiderte Jake. Ihre Häuser, ihre Familien, das macht Menschen stark. Ein junges Kelroti-Mädchen näherte sich ihnen schüchtern. Sie hielt etwas in ihren kleinen Händen. Es war eine Blume, blau und zart. Für dich, sagte sie zu Jake in gebrochenem galaktischen Standard. Danke, dass du uns gerettet hast. Jake kniete sich hin, um auf Augenhöhe mit ihr zu sein. Er nahm die Blume vorsichtig. Wie heißt du? Marin, sagte das Mädchen. Das ist ein schöner Name, Marin. Wie alt bist du? 7 Zyklen, antwortete sie. Das waren etwa 9 Erdjahre. Du warst während der Belagerung sehr mutig, sagte Jake. Ich habe gehört, du hast den Sanitätern geholfen. Das erforderte Mut. Marin blickte auf ihre Füße. Ich hatte jeden Tag Angst. Mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sagte Jake ihr. Es bedeutet, das zu tun, was getan werden muss, auch wenn man Angst hat. Das macht dich zu einem Helden, Marin. Die Augen des Mädchens weiteten sich. Dann lächelte sie, ein echtes Lächeln, das ihr Gesicht erhellte. Sie rannte zurück zu ihrer Mutter, die mit Tränen in den Augen zusah. Cooper half Jake aufzustehen. Du bist gut mit Kindern. Ich habe eine Tochter zu Hause, sagte Jake. Sie ist ungefähr in dem Alter. Du musst sie jeden Tag vermissen, gab Jake zu. Aber dafür mache ich diesen Job, damit Mädchen wie Marin und Mädchen wie meine Tochter sicher aufwachsen können. Sie setzten ihren Spaziergang fort. Überall, wo sie hingingen, blieben Kolonisten stehen, um ihnen zu danken. Einige brachten Geschenke, kleine Dinge, die sie selbst gemacht hatten. Andere wollten die menschlichen Krieger einfach berühren, um sicherzugehen, dass sie echt waren. Im Kommandozentrum arbeitete Lieutenant Amy Chen mit Captain Selith zusammen. Sie überprüften die Sicherheit der Kolonie. Amy hatte Seliths Wachen in besseren Taktiken und im Umgang mit den modernen Waffen, die die Erde zur Verfügung gestellt hatte, trainiert. Der Schlüssel sind überlappende Feuerbereiche,
erklärte Amy und zeigte auf eine Karte. Man will nie einen toten Winkel haben. Jeder Bereich sollte von mindestens 2 Positionen abgedeckt sein. Selith studierte die Karte sorgfältig. Das ist viel komplexer als das, was wir vorher hatten. Das ist es, stimmte Amy zu. Aber es funktioniert. Und wir werden euch Waffen, Sensoren und Schildgeneratoren hinterlassen. Wenn das nächste Mal jemand angreift, werdet ihr bereit sein. Das nächste Mal, wiederholte Selith. Glaubst du, die Wran werden zurückkommen? Amy überlegte sorgfältig. Ich glaube, die Fran haben gelernt, dass Kelrad jetzt geschützt ist. Sie sind Tyrannen. Tyrannen suchen leichte Ziele. Ihr seid nicht mehr leicht. Ein Kommunikationsbeamter rief aus. Lieutenant Chen, wir empfangen eine Übertragung. Sie ist vom Galaktischen Rat. Sie verlangen, mit dem Verantwortlichen zu sprechen. Amy und Selith tauschten Blicke aus. Leiten Sie es an Captain Cooper weiter, sagte Amy. Momente später kam Coopers Stimme über das Funkgerät. Alle leitenden Offiziere ins Kommandozentrum. Der Rat will reden. Als sich alle versammelt hatten, aktivierten sie das Kommunikationssystem. Ein Hologramm erschien in der Mitte des Raumes. Es zeigte ein Wesen, das wie eine Kreuzung zwischen einem Insekt und einem Vogel aussah. Dies war Ratsmitglied Varric, eines der leitenden Mitglieder des Galaktischen Rates. Ich bin Ratsmitglied Varric vom Galaktischen Rat, sagte das Hologramm. Seine Stimme war kalt und förmlich. Mit wem spreche ich? Cooper trat vor. Ich bin Captain Ryan Cooper von der Earth Defense Force. Ich kommandiere die Kampfgruppe, die derzeit Kelrad schützt. Erde? Varric sagte das Wort, als ob es schlecht schmeckte. Wir haben keine Aufzeichnungen über die Erde in unserer Datenbank. Sie sind kein Mitglied des Galaktischen Rates. Sie haben keine Autorität in diesem Sektor. Wir brauchen Ihre Autorität nicht, um Menschen in Not zu helfen, erwiderte Cooper ruhig. Sie haben Fran-Streitkräfte angegriffen, fuhr Varric fort. Das Fran-Dominion ist eine anerkannte Entität. Indem sie angegriffen haben, haben sie mehrere interstellare Verträge verletzt. Jake spürte, wie seine Wut aufstieg. Er trat vor. Die Fran haben Zivilisten abgeschlachtet. Wir haben sie gestoppt. Wenn das ihre Verträge verletzt, dann sind ihre Verträge falsch. Varrics Hologramm wandte sich Jake zu. Und Sie sind Commander Jake Morrison, Earth Defense Force Marines? Commander Morrison, Sie verstehen die Komplexität der galaktischen Politik nicht. Der Rat muss das Gleichgewicht wahren. Wir können nicht in jeden Konflikt eingreifen. Sie haben überhaupt nicht eingegriffen, schoss Jake zurück. Kelrath hat Ihnen einen Hilferuf gesendet. Sie haben Ihnen gesagt, Sie sollen leise sterben, weil Ihre Rettung zu viel kostet. Wir haben begrenzte Ressourcen, sagte Varric steif. Wir müssen Prioritäten setzen. Dann sind Ihre Prioritäten im Eimer, sagte Jake unverblümt. 3000 Menschen standen kurz davor, getötet oder versklavt zu werden. Das hätte Ihre Priorität sein müssen. Cooper legte Jake eine Hand auf die Schulter, eine sanfte Erinnerung, ruhig zu bleiben. Dann wandte sich Cooper an den Rat. Ratsmitglied Varric, die Erde ist neu in der galaktischen Politik. Wir kennen nicht alle ihre Regeln und Traditionen, aber wir kennen richtig und falsch. Wir wissen, dass man antwortet, wenn jemand um Hilfe ruft, wenn man kann. Das haben wir getan. Das werden wir immer tun. Sie haben keine Ahnung, was Sie da angefangen haben, warnte Varric. Das Fran-Dominion wird dies als einen Akt des Krieges betrachten. Andere Mächte werden Notiz nehmen. Sie haben sich Feinde gemacht. Wir haben uns Feinde gemacht, indem wir unschuldige Leben gerettet haben, fragte Amy. Was für eine Galaxie ist das? Eine komplizierte, antwortete Varric. Ich schlage vor, Sie verlassen diesen Sektor sofort und kehren in Ihren eigenen Raum zurück. Mischen Sie sich nicht wieder in galaktische Angelegenheiten ein. Coopers Miene verhärtete sich. Wir gehen nicht. Wir werden bleiben, bis Kelrad gesichert ist. Und wir werden auf alle anderen Hilferufe reagieren, die wir erhalten. Wenn uns das zu Ihren Feinden macht, dann sei es so. Das Hologramm flackerte. Varric schien von dieser Antwort überrascht. Die meisten Spezies waren vom Rat eingeschüchtert. Sie machen einen Fehler, sagte Varric. Nein, erwiderte Cooper. Der Fehler war Ihrer.
Sie haben diese Menschen im Stich gelassen. Sie haben sie leiden lassen. Sie standen daneben und taten nichts. Die Erde wird das niemals tun. Das Hologramm brach abrupt ab. Der Raum war einen Moment lang still. Nun, sagte Danny Price von hinten im Raum, ich schätze, wir werden nicht zu Ihren Partys eingeladen. Einige Leute lachten, aber die Stimmung war ernst. Sie hatten gerade die mächtigste politische Körperschaft der Galaxie herausgefordert. Ältester Torven hatte leise in der Ecke gestanden. Jetzt sprach er. Ihr musstet das nicht tun. Ihr hättet gehen können, zurück zur Erde, sicher sein können. Das hätten wir gekonnt, stimmte Cooper zu. Aber das sind wir nicht. Ihr habt uns mächtige Feinde gemacht, sagte Torven. Seine Stimme zitterte. Der Rat, die Wraken, andere, die eure Handlungen als Bedrohung sehen werden. Cooper ging zu dem alten Ältesten. Ältester Torven, Sie sind nicht mehr allein. Die Erde steht zu Ihnen, und ich verspreche Ihnen, wir lassen unsere Freunde nicht im Stich. Torvens Augen füllten sich mit Tränen. Warum? Warum würdet ihr das für uns tun? Cooper lächelte. Weil es das Richtige ist. Weil jedes Leben zählt. Weil niemand allein der Dunkelheit gegenüberstehen sollte. Eine neue Stimme kam über das Kommunikationssystem. Sie kam von einem der umkreisenden Schiffe. Captain Cooper, wir entdecken mehrere Schiffe, die in das System eindringen. Sie senden Earth-Identifikationscodes auf dem Bildschirm. Cooper befahl. Die Hauptanzeige zeigte den Weltraum außerhalb des Planeten. 5 große Schiffe kamen an. Das waren keine Kriegsschiffe. Es waren Frachtschiffe und Passagierschiffe. Hier ist Admiral Victoria Hayes von der Earth Fleet, sagte eine Frauenstimme. Captain Cooper, wir bringen Vorräte, medizinische Teams und Bauteams. Das Earth Command hat beschlossen, eine permanente Präsenz in diesem Sektor zu etablieren. Wir sind hier, um zu bleiben. Cooper lächelte. Er hatte Verstärkung angefordert, aber er hatte nicht mit so viel Unterstützung so schnell gerechnet. Willkommen in Kelrath, sagte Admiral Cooper. Wir haben viel zu tun. In den nächsten Stunden begannen die Frachtschiffe zu landen. Sie brachten Lebensmittel, Medikamente, Baumaterialien, Waffen und Technologie. Sie brachten auch über 1000 weitere Menschen, Ingenieure, Ärzte, Lehrer, Diplomaten. Die Erde half Kelrath nicht nur. Die Erde setzte ein Zeichen, das in der Galaxie widerhallen würde. In dieser Nacht stand ältester Torven auf der reparierten Mauer und blickte zum Himmel. Aber jetzt sah er statt feindlicher Schiffe freundliche. Erdschiffe, die Wache hielten und sein Volk beschützten. Captain Selit gesellte sich zu ihm. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das echt ist. Ich weiß, stimmte Torven zu. Die Galaxie sagte uns, dass wir keine Rolle spielen, dass unser Leben nicht gerettet werden musste. Und dann kamen Menschen. Menschen, die keinen Grund hatten, sich um uns zu kümmern. Und doch alles riskierten. Was denkst du, wird jetzt passieren? Fragte Selith. Torven dachte über diese Frage nach. Ich glaube, die Galaxie wird sich verändern. So lange hat der Rat entschieden, wer lebt und wer stirbt, basierend auf Politik und Profit. 2 Wochen nach der Schlacht hatte sich die Nachricht von dem, was in Kelrath passiert war, wie ein Lauffeuer in der Galaxie verbreitet. Die Geschichte wurde auf 1000 Welten erzählt und wiedererzählt. Eine kleine Kolonie, die vom Galaktischen Rat im Stich gelassen wurde, gerettet von Kriegern, von einer unbekannten Welt namens Erde. In den großen Kammern des Galaktischen Rates stand Ratsmitglied Varric vor der Vollversammlung. Wesen von Hunderten von Welten füllten die riesige Halle. Einige hatten Schuppen, einige hatten Fell, einige bestanden aus Kristall oder Energie. Aber sie alle teilten eines. Sie waren alle mächtig, alle wohlhabend, alle Teil der etablierten Ordnung. Die Situation ist schlimmer, als wir dachten, verkündete Berwick. Die Erde hat sich nicht aus Kelrath zurückgezogen. Stattdessen haben sie verstärkt. Sie haben jetzt eine permanente Basis in diesem Sektor und reagieren auf andere Notrufe. Ein anderer Ratsherr, ein Wesen aus lebendem Wasser namens Quellis, meldete sich zu Wort. Wie ist das möglich?
Wir haben keine Aufzeichnungen über diese Erde. Wie haben Sie die Raumfahrt ohne unser Wissen entwickelt? Sie stammen aus einem abgelegenen Sektor, erklärte Very. Weit weg von den Handelsrouten. Sie haben sich unabhängig entwickelt und nun mischen sie sich in galaktische Angelegenheiten ein. Sie haben Zivilisten gerettet, sagte ein dritter Ratsherr. Dies war Mira, ein Wesen, das mit weichen Federn bedeckt war. Sie war eine der wenigen Ratsmitglieder, die die Entscheidungen des Rates manchmal in Frage stellten. Ist das nicht das, was wir tun sollen? Wir müssen praktisch sein, erwiderte Barracks scharf. Wir können nicht alle retten, die Ressourcen sind begrenzt. Einige Kolonien sind zu teuer zu schützen. Aber die Erde hat sie geschützt, drängte Mira. Mit weniger Schiffen als wir haben, haben sie 3000 Leben gerettet. Vielleicht sind wir nicht praktisch. Vielleicht sind wir einfach nur feige. Die Kammer brach in wütende Stimmen aus. Einige Ratsmitglieder stimmten Mira zu. Andere verteidigten die Position des Rates. Aber unter der Debatte spürten alle es. Veränderung kam. Auf einer abgelegenen Bergbaukolonie namens Branks war die Situation verzweifelt. Piraten hatten die Orbitalstationen übernommen. Sie forderten Tribut. Sie nahmen Menschen als Sklaven. Die Kolonie hatte Notrufe gesendet, aber wie Kelroth wurde ihnen gesagt, dass keine Hilfe kommen würde. Gouverneur Puck saß in seinem Büro und starrte auf Berichte über weitere Angriffe. Sein Volk hungerte, sie starben und er konnte nichts tun. Dann stürmte sein Kommunikationsbeamter in den Raum. »Gouverneur, wir empfangen eine Übertragung. Sie ist von der Erde.« Pax spürte, wie sein Herz zu rasen begann. »Erde? Die Kelroth gerettet haben?« »Ja, Sir. Sie sagen, Sie haben unseren Notruf erhalten. Sie schicken Hilfe.« Pax konnte kaum atmen. »Wie lange, bis Sie ankommen?« »Sie sagen 8 Stunden, Sir.« 8 Stunden. In 8 Stunden würde sich alles ändern. Die Piraten im Orbit um Bren hatten keine Ahnung, was auf sie zukam. Sie lungerten auf der gestohlenen Station, zählten ihre Beute und planten ihren nächsten Raubzug. Dann begannen ihre Sensoren Warnungen zu schreien. 6 Erdschiffe fielen aus dem Überlichtflug direkt in die Mitte des Systems. Sie machten sich keine Mühe mit Warnungen oder Verhandlungen. Sie eröffneten einfach das Feuer. Die Piratenschiffe versuchten zurückzukämpfen, aber es war in wenigen Minuten vorbei. Die Waffen der Erde waren zu fortschrittlich, ihre Taktiken zu präzise. Die Piraten, die überlebten, ergaben sich sofort auf dem Planeten darunter. Gouverneur Pax sah mit Tränen in den Augen zu, wie Erden-Marines landeten. Sie befreiten die Gefangenen. Sie brachten Lebensmittel und Medizin. Sie brachten Hoffnung. Die gleiche Szene spielte sich in dieser Woche auf 4 anderen Kolonien ab. Erdschiffe kamen, Erdkrieger kämpften, Erdmediziner heilten. Und überall, wo sie hinkamen, war die Botschaft die gleiche. Ihr habt um Hilfe gerufen. Wir sind hier. Zurück auf Kelrath erhielt ältester Toven Besuch. Sie kamen von Kolonien aus dem ganzen Sektor. Einige waren von der Erde gerettet worden. Andere hatten die Geschichten gehört und kamen, um sich selbst davon zu überzeugen. Eine Delegation von der Kolonie Trash stand in der reparierten Ratskammer. Ihre Anführerin, eine ältere Frau namens Kessa, blickte sich um die wiederaufgebauten Strukturen, die blühende Gemeinschaft, die menschlichen und Kelati-Kinder an, die zusammen spielten. »Ist es wahr?« fragte Kessa. »Kam die Erde wirklich, nur weil ihr um Hilfe gebeten habt?« »Es ist wahr«, bestätigte Torben. »Sie verlangten nichts im Gegenzug. Sie kamen einfach, weil sie uns rufen hörten.« Kessas Augen füllten sich mit Tränen. »Trash ist seit Monaten bedroht. Räuber greifen unsere Siedlungen an. Wir haben Nachrichten an den Rat geschickt. Sie sagen uns, wir sollen private Sicherheit anheuern, wenn wir es uns leisten können. Aber wir sind arm, wir haben nichts.« Torwin legte ihr sanft eine Hand auf die Schulter. »Schicke deinen Notruf noch einmal, aber diesmal nimm die Erde in die Übertragung auf. Sie werden kommen.« »Aber warum würden sie uns auch helfen?« fragte Kessa. »Sie kennen uns nicht.« »Sie müssen dich nicht kennen«, erklärte Torwin.
Sie müssen nur wissen, dass du in Schwierigkeiten bist. So denken Menschen. Es ist seltsam für uns, ich weiß. Wir sind an die Art des Rates gewöhnt. Politik, Kosten-Nutzen-Analyse. Aber Menschen sind anders. Sie glauben, jedes Leben zählt. Kessa ging an diesem Tag mit einer Hoffnung, die sie seit Monaten nicht mehr gefühlt hatte. Und getreu Torwins Worten, als Trash seinen Notruf sendete, antwortete die Erde. 3 Tage später kamen Erdschiffe und vertrieben die Räuber. Commander Jake Morrison war befördert worden. Er war nun für alle Bodenoperationen in dem Sektor zuständig. Er saß in einer Besprechung mit Captain Ryan Cooper und Admiral Victoria Hayes und überprüfte Berichte aus ihrem Einsatzgebiet. Wir haben in den letzten 2 Wochen über 100 Notrufe erhalten, sagte Hayes, eine Frau in ihren 50ern, mit kurzen grauen Haaren und einer unkomplizierten Haltung. Das Wort verbreitet sich schnell. Kolonien, die jahrelang ignoriert wurden, rufen jetzt um Hilfe. Können wir auf alle reagieren? Fragte Jake. Nicht sofort, gab Cooper zu. Aber wir bekommen Verstärkung von der Erde. Mehr Schiffe, mehr Marines, mehr Vorräte. Die Regierung zu Hause hat sich voll und ganz dieser Mission verschrieben. Was ist mit dem Rat? Fragte Jake. Die müssen verrückt werden. Hayes lächelte grimmig. Der Rat ist gespalten. Einige wollen uns verurteilen. Andere fragen sich, warum der Rat diesen Kolonien überhaupt nicht geholfen hat. Wir haben eine Debatte begonnen, die schon lange nötig war. Amy Chen betrat den Raum. Die war ebenfalls befördert worden. Jetzt Captain und zuständig für die Ausbildung lokaler Verteidigungskräfte. Sir, ich habe Neuigkeiten. Wir wurden von 17 Kolonien kontaktiert, die um Hilfe bitten. Aber diesmal bitten sie uns nicht, für sie zu kämpfen. Sie bitten uns, sie zu trainieren, damit sie selbst kämpfen können. Das ist gut, sagte Jake. Wir können nicht ewig alle beschützen, aber wir können ihnen beibringen, sich selbst zu schützen. Es gibt mehr, fuhr Amy fort. 3 Spezies haben offiziell darum gebeten, der Erde in einem Bündnis beizutreten. Sie wollen das gründen, was sie den Pakt der freien Welten nennen. Eine Gruppe von Welten, die sich gegenseitiger Verteidigung und gegenseitiger Hilfe verschrieben hat. Der Raum wurde still. Das war größer, als irgendjemand erwartet hatte. Die Erde war gekommen, um eine Kolonie zu retten. Jetzt schufen sie eine neue politische Kraft in der Galaxie. Was sagt das Erdkommando? Fragte Cooper. Sie erwägen es, antwortete Hayes. Das ist ein großer Schritt. Wir würden eine Alternative zum Galaktischen Rat schaffen. Vielleicht braucht die Galaxie eine Alternative, sagte Jake. Der Rat hat zu viele Menschen zu lange im Stich gelassen. In den folgenden Monaten beschleunigten sich die Veränderungen. Der Pakt der freien Welten wuchs von 3 Mitgliedern auf 20, dann auf 50, dann auf 100. Kleine Kolonien, ignorierte Welten, Spezies, die vom Rat marginalisiert worden waren. Sie alle strömten unter das Banner der Erde. Die Erde herrschte nicht über sie, die Erde verlangte keinen Tribut oder Kontrolle. Die Erde bot einfach Schutz, Freundschaft und Ausbildung. Im Gegenzug stimmten die Mitgliedswelten zu, sich gegenseitig zu helfen und niemals einen Hilferuf zu ignorieren. Das Fran Dominion versuchte zurückzuschlagen. Sie griffen eine Kolonie an, die gerade dem Pakt beigetreten war. Aber diesmal standen sie nicht nur Erdschiffen gegenüber. Sie standen Schiffen von 10 verschiedenen Welten gegenüber, die alle zusammenarbeiteten. Die Frähen wurden mit schweren Verlusten vertrieben. Commander Thraus, der wegen seines Versagens in Kelrach degradiert worden war, beobachtete aus der Ferne, wie seine Streitkräfte erneut zurückgedrängt wurden. Er hatte seine Vorgesetzten gewarnt. Diese Menschen waren gefährlich, aber gefährlicher als ihre Waffen war ihre Idee. Die Idee, dass die Schwachen zusammenstehen und stark werden könnten. Auf Kelrath, 1 Jahr nach der Rettung, wurde ein Fest gefeiert. Die Kolonie war vollständig wieder aufgebaut worden. Neue Gebäude ragten hoch auf. Felder produzierten reiche Ernten. Die Bevölkerung war gewachsen, da Flüchtlinge von anderen Welten kamen, um Sicherheit zu suchen. Ältester Torven stand auf einer Bühne und blickte in die Menge. Menschliche und außerirdische Gesichter mischten sich. Kinder von einem Dutzend Spezies spielten, ohne sich um ihre Unterschiede zu kümmern. Vor 1 Jahr glaubten wir würden sterben, sagte Thorin. Seine Stimme war jetzt stark, nicht mehr zitternd vor Erschöpfung. Wir hatten um Hilfe gerufen
und die Galaxie sagte Nein. Wir bereiteten uns auf das Ende vor. Und dann fielen Krieger vom Himmel. Jake Morrison stand in der Menge und versuchte, unauffällig zu bleiben. Aber Torven zeigte auf ihn. Commander Morrison und seine tapferen Krieger kamen, als niemand sonst es tat. Sie kannten uns nicht. Wir hatten ihnen nichts zu bieten, aber sie kamen trotzdem. Und indem sie es taten, taten sie mehr, als 3000 Leben zu retten. Sie haben die Galaxie verändert. Die Menge brach in Jubel aus. Jake war verlegen über die Aufmerksamkeit. Aber Amy stieß ihn an und flüsterte: Lass sie dir danken, sie brauchen das. Torvin fuhr fort. Heute steht Kelrath als Symbol. Ein Symbol der Hoffnung. Ein Symbol dafür, dass in dieser riesigen Galaxie jemand zuhört, jemand sich kümmert und dass jemand kommen wird, wenn du rufst. Er hob seine Unterarme zum Himmel, zur Erde und ihren Kriegern, zum Pakt der freien Welten. Zu allen, die glauben, dass jedes Leben zählt. Danke. Die Feier dauerte bis tief in die Nacht. Musik spielte, Essen wurde geteilt, Geschichten wurden erzählt und während all dessen beobachtete Jake und fühlte etwas, das er lange nicht mehr gefühlt hatte. Stolz. Nicht Stolz auf Eroberung oder Macht, Stolz darauf, das Richtige zu tun. Lisa Grant fand ihn später abseits der Menge stehend. Alles in Ordnung, Commander?